Mein Name ist Bernhard Stix. Mein Name ist René Breitnecker Und das ist unsere Geschichte. Ja, ich bin der einzige von unserem Lazarett, der sich das Kreuzbandel beim Skifahren gerissen hat. Ja, das hat natürlich keinen gefreut. Mir am allerwenigsten, aber ja, nach der OP ist dann wieder. Es dauert auch 2 Wochen und dann ist dann eigentlich schnell bergauf gegangen. Scheinbar, wenn es das erste Mal rausgeht, kannst du laufen und du hast nicht wirklich Schmerzen. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt geht's echt bergauf und im Frühjahr starten wir früh durch. Bei mir war es ganz ähnlich. Also ich habe mir nicht beim Skifahren weder, sondern nicht beim Fußballspielen. Die erste Reaktion ist natürlich nicht ganz lässig. Wenn du dann auch die Diagnose erst, also dass das wirklich weißt, was passiert ist. Ja, ich habe das recht locker genommen, dann ist es halt passiert. Und ja, ab dem Moment kannst du dich nicht mehr ändern. Und habe noch voll geschaut. Bin halt dann auf 2-mal operiert worden. Das heißt, deswegen hat es dann ein wenig länger gedauert. Aber ab jetzt geht es bergauf. Bin wieder vom Arzt hergestellt und jetzt schauen wir wieder, dass es weitergeht. Wie hat sich die Mannschaft eigentlich ohne uns entwickelt? Ja, gut, nachdem wir noch da waren, oder? Die 2 Graden einmal, wenn die wieder weg waren, tut nichts, wir sind bergauf gegangen und somit hat es zum Herbstmeistertitel gereicht. Wie tatsächlich bis die Mannschaft entwickelt. 2-3 Räder am Strand. Passt perfekt und das sieht man dann auch an den Ergebnissen. Ich bin also oft zur Verletzung bei den Trainings dabei, was ich gesehen habe, sogar mehr Trainingsbeteiligung wie manche Aktiver. Aber uns war sicher halt, dass da einiges weitergeht. Und das Schwierigste auch am Besuch bei den Heimmatch. Und vor allem sind wir auch ganz lieb in der 3. Halbzeit da. Das ist auf jeden Fall. Wo waren wir auch dabei? Ja, wir reden uns. Ja, und DVB reizt momentan nicht so, wie man sich das vorstellen. Aber ja, wie der Jürgen Klopp schon gesagt hat, es rennt jetzt in jedem Verein nicht so gut. Und wenn es mir nicht so oft wie gerade beim DVB, ja, muss man auch zum Verein stehen. Und wenn du es nicht willst, dann musst du halt einen Verein suchen, der was halt ständig Erfolg hat und musst dabei in München finden. Die klassischen Erfolgsfans halt. Ja, ich sehe das nicht so schlimm. Sind sie jetzt einmal unten drin, sind sie ein paar Jahre oben dabei. Man sieht, die Fans sind genauso da, das Stadion ist immer ausverkauft. Ja, und Fan sein hat jetzt nicht direkt was mit Erfolg zu tun. Klar ist schöner, wenn der Erfolg da ist, man geht ja gerne ins Stadion oder schaut sich die Spiele an und sich die Mannschaft gerne gewinnen. Aber wenn es halt einmal nicht so ist, dann ist es halt einmal nicht so. Magst du es küssen? Nein.